Schattenseiten der Migration, Zahlen, Fakten, Lösungen. Heute stelle ich Professor Dr. Frank Urbaniok einige Fragen zu seinem neuen Buch zu einer intelligenten Migration. Was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu verfassen? Ja, also der Hauptpunkt ist, dass ich mir wirklich Sorgen mache, dass man sieht, wenn man diese Migrationsprobleme, die dringenden Migrationsprobleme nicht anpackt, dann verlieren wir die Kontrolle, die Menschen verlieren das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates und wir haben gravierende Migrationsprobleme, wie zum Beispiel überproportionale Ausländerkriminalität, Sozialhilfemissbrauch. Wir haben auch positive Seiten, die gibt es, die meisten Ausländer bei uns sind ein Gewinn für die Gesellschaft, aber auch gerade denen tut man gar keinen Gefallen, wenn man die Probleme nicht anpackt und das ist für unsere Gesellschaft eine Schicksalsfrage. Ich sage immer, dass die Vernünftigen diese Probleme lösen und das sieht man in allen europäischen Ländern, in den ganzen westlichen Demokratien. Wenn man das nicht löst, es polarisiert die Gesellschaft, es schädigt die Gesellschaft, es gerät außer Kontrolle und deswegen müssen die Vernünftigen das anpacken und lösen. Man kann sagen, der Grund dafür ist die Sorge um die Demokratie, um die Gesellschaft und ja, das ist der Hauptgrund, warum ich dieses Buch geschrieben habe und du hast es gesagt, das Stichwort ist intelligente Migration. Es ist nicht ein Schwarz-Weiß-Buch, sondern es ist Potenziale fördern von Migration. Es gibt große Potenziale, Grenzen klar markieren und auf der anderen Seite rote Linien ziehen. Wer gegen den Rechtsstaat verstößt, wer extremistisch ist, wer gefährlich ist, schwere Gewalt- und Sexualkriminalität verübt, der hat in unserem Land nichts verloren, da müssen wir Grenzen ziehen. In deinem Buch sprichst du auch Tabus an, wie Ausschaffungen und Ausbürgerungen. Wie waren die Reaktionen auf dein Buch? Die Reaktionen sind gemischt. Also eine wichtige Reaktion ist, dass mich sehr viele, ich sage das jetzt mal so, normale Bürgerinnen und Bürger ansprechen, die mich bestätigen, die aus ihrem persönlichen Alltag Erfahrungen schildern, wo sie selber die Dinge wahrnehmen, die sich geändert haben, mehr Bedrohung an Bahnhöfen, eine höhere Aggressivität, dass man in Schwimmbädern zum Teil Gewalttätigkeit ausgesetzt ist. Ganz viele Phänomene, die schildern das aus ihrem Alltag. Da gibt es viel Bestätigung. Und dann gibt es die, ich sage immer, die natürlich ideologisch das Thema verformen, die das Thema zudecken wollen. Da gibt es negative Reaktionen bis zur Diffamierung, bis manchmal sogar Drohungen. Da ist natürlich immer der Vorwurf des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit im Raum, wobei ich ja sage, gerade wenn man das nicht anpackt, dann fördert man Rassismus, fördert man die Radikalen. Also von daher sind die Reaktionen gemischt. Du hast mir gesagt, dass du im Vorfeld gecancelt wurdest, dass Vorträge von dir abgesagt wurden aufgrund dieses Buches. Wie gehst du damit um und was rätst du anderen Personen, die Opfer der Cancel Culture werden? Ja, das ist nach wie vor so, dass es ein schwieriges Thema ist und dass zum Teil die Diskussion unterdrückt wird. Und du hast es gesagt, das kann ich eigene Erfahrungen dazu beisteuern, dass bevor ich gestrichen werde von Vorträgen, dass politisch interveniert wird, dass man sagt, oh, das ist heikel, das Thema wollen wir nicht, wir wollen die Menschen nicht beunruhigen und das halte ich ja für absolut falsch für unsere Demokratie. Ich sage ja immer gerne, wenn uns irgendwas unterscheidet von den diktatorischen, von den autoritären Staaten, ist es, dass wir uns zutrauen, dass die Menschen mit Fakten umgehen können. Und das ist unser wichtigstes Kapital. Wenn wir das zensieren, wenn wir das da uns nicht zutrauen, dass wir mit Fakten umgehen können, dann verspielen wir das wichtigste Gut in der Demokratie. Und ich würde allen empfehlen, die ähnliche Phänomene haben, sich davon nicht entmutigen lassen, sondern im Gegenteil, das dürfen wir nicht akzeptieren. Wir dürfen diese Zensur, und das ist es, von Themen, die unbequem sind, nicht akzeptieren, weil wir unsere Demokratie schädigen. Und da braucht es einen langen Atem, da darf man sich nicht entmutigen lassen. Und wir müssen die Mechanismen auch deutlich machen dafür, wenn das passiert. Ich finde, man muss das öffentlich machen, damit die Bevölkerung weiß, da wo Themen unterdrückt werden, wo zensiert wird, dass man das auch transparent macht, weil das hat in unserer Demokratie eigentlich nichts verloren. Schattenseiten der Migration, das ist meiner Meinung nach das gesellschaftspolitische Buch des Jahres 2025. Wenn Ihnen die Zukunft der Schweiz am Herzen liegt, bitte gönnen Sie sich dieses Buch und informieren Sie auch Politikerinnen und Politiker darüber. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, bitte abonnieren Sie unsere YouTube-Kanäle @frankurbaniok1 und @michael-freiburghaus und leiten Sie dieses Video weiter. Vielen Dank.